Ich will von dir an ein Thema reden, was ich glaube für viele uns ist sehr wichtig, wegen ein von den großen Kämpfen, was wir haben, was uns zurückholen wird, von Jesus persönlich beleben als sind. So wir wollen von dir sein, was sagt die Bibel, oder was lehrt die Bibel, wo Jesus uns halten wird, sind wakom. So für die nächste, diese Botschaft hat zwei Parts. So, das ist wo wir sein, wo Jesus uns halten wird, uns Fleisch auf zu sein. Und dann sind wir wieder, wo wir sein, wo Jesus uns halten wird, Soton auf zu sein. Und so, wir wollen sein, wo schaffen diese Dinge taub? Und ich will von dir reden, von wo kommt unsere Versegnung? Von wo kommt unsere Versegnung? Und was es sind, und wo können wir frei in Christus sein? Ich glaube, alle von uns weiten, wörtlich, wir haben das Christen belebt, dort, wenn du Sinn in uns Leben ist, dort ist sehr, sehr schwer, eine gute Gemeinschaft haben mit Jesus. Sind das der große Ding, was uns hindern wird. Und wir können das verstehen, wenn wir in Christus sind, dann sind wir in Gemeinschaft mit ihm. Wie wir Freunde haben, aber befreit sind, wir weiten, was es schafft. Wenn wir was getan haben, gegen uns Partner, wenn wir befreit sind, dann geht das Leben nicht so schein, nicht so? Das ist immer was ein Stich. Wir können nicht connecten, das wir wollen. Und das, in Englisch, wo wir sagen, wir gehen mit Raum auf Eggshells, wenn wir wollen das nicht irgendwo klein mit anschieren oder klein mit verdorben, dann bloß das weiter ab. Wenn dort in irgendeiner Gemeinschaft ist, da wird es verdorben. So, ich glaube, die erste Frage, wo wir fragen sollen, ist, was es sind. Sind es, wenn wir irgendwas tun oder irgendwas im Hort haben, was gegen Gott seine Natur und seine Geboten sind? Sind es irgendwas, was gegen Gott seine Natur oder seine Geboten ist? Und das hat zu tun mit Gedanken, das hat mit Motiven und das hat zu tun mit was wir tun. Hier ist ein sehr guter Punkt, was wichtig ist. Sind es nicht Menschen gesagt zum Brechen? Sind es bloß dort, was artig ist, weil Gott sagt, das ist artig? Sind es bloß dort, was gegen Gott seine Natur ist? Nicht gegen Menschen Natur, aber Gott seine Natur. So das ist sehr wichtig zu verstehen, dass sind bloß dort ist, was gegen Gott ist. Gott hat Geboten gegeben, wo uns klar wiesen wird, wo wir mit anderen Menschen sind, handeln und in Gemeinschaft sein. Aber erst da werde Geboten geben wird. Sind kommt dann, in der Bibel lehrt uns das, wenn wir versagt wurden, und dann wir Entscheidung merken, dort zu was uns Wort versagt war. So, von wo kommt diese Versagung? Viele von euch wissen dort mir, dass es scheint jetzt Fashion vorn. Das sind welche Vers, wo das nicht schwer sind, die verleiden, dass sie wollen anbieten und dort ein scheint Fashionbrot geben wird. Das sind welche Fashion, ich komme erst irgendwo ein Boot an schmieden, die wollen anbieten. Und das jetzt scheint die grieben. Aber das sind welche Vers, wo einer mit charakterreiche warm, charakterreiche Kleider, charakterreiche steht, den Blitzer an, den Herken an, dort sie dort wollen bieten. Und ich glaube, wir sind vielleicht verschieden. Für viele von uns, das sind welche Städten, wo wir so tun, und uns Fleisch kann uns mehr irgendwas verschmieden, wir wollen dort anbieten. Dann sind da vielleicht andere Städten, wo wir passen sie ab, aber doch, wenn das beste rechte Versegnung ist, dann wollen wir auch verletzt. So, vom wo kommt unsere Versegnung? Wenn von der in Jakobus Kapitel 1, 13 bis 15, wenn ihr in der Bibel mit haben, Jakobus Kapitel 1, 13 bis 15. Hier lehrt uns, von wo kommt sind oder von wo kommt unsere Versegnung. Das sagt es dort, wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemand sein, dort Gott am versagt. Gott kann nicht zum Beisinn versagt worden, und er versagt auch keinem.
Aber der Mensch wird versagt, wann er von seinen einen Beisen lässt, mit geräten wird. Wann der Beise lässt, sich erst falsch gesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn gedonen ist, bringt sei den Not. So, hier sind zwei Port von Sinn. Der erste Port ist die Versägung. Und der zweite Port ist die Versägung ausleben. So werden wir sein, was das hier sein wird. Erst sagt Jakobus hier, dass unsere Versägung kommt nicht von Gott. Wir können niemals sein, dass hier sein, dass Gott kann nicht zum Beisen versagt werden. In ohne wahr zu sein, Gott hat keinen Kampf mit Versägung. Er ist perfekt, er ist vollkommen, er ist herrlich. Keiner kann am anschmieren. Keiner kann am verleiden. Am bodet die Versägung noch nicht. Ein von den Namen für Gott in der Bibel ist sie. Ich sage ewig sie. Das ist Gott sein Name. Gott ist, Gott wir und Gott wird einmal sein. Er ist ewig, er ändert nicht. Und will er nicht ändern, sein Charakter kann nicht ändern. Gott ist, Gott wir und Gott wird einmal sein. Und er ist einmal gewesen und er wird einmal sein, Gott. Ohne Sinn, perfekt. Und er wird niemals sündigen. So, wenn Gott wirklich perfekt ist, ganz herrlich ist, das nächste Wort sagt, und er versagt auch keinem. Wenn uns wird versagt, das kommt niemals von Gott. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir mit Sinn kämpfen, die Versägung zum den Sinn null gehen und die Ausleben, die kommt niemals von Gott. In ohne wahr zu sein, wir können niemals Gott die Schuld geben. Das ist niemals Gott seine Schuld. Wir können vielleicht dann sagen, aber warum leidt Gott das so passieren, dass ich mich hier fingen deid? Aber das sagt hier sehr klar. Die Versägung, die kommt niemals von Gott. Das sind Frauen, warum mögt Gott mich so stört? Und warum leidt Gott diese Dinge wollen? Warum passieren diese Dinge in meinem Leben? Wie kann diese Dinge nicht einmal verstehen? Wie kann diese Dinge nicht einmal uitspreken, krijgt es zuerst, Mut geben zu anderen. Aber ein Ding, was wir erst verstehen, was der Grund für das Verständnis ist von dem, das ist, Gott ist immer gut. Gott ist immer herrlich. Und so wir wollen Lothar sein, er ist der Anführt, dann sind wir kommen, und er ist niemals der Grund dafür. So, von wo kommt unsere Versägung? Diese Frau ist sehr wichtig, wegen, ich glaube, als Christen, wir kämpfen mit dieser Frau fern. Und diese Frau ist wichtig, weil wenn wir können verstehen, von wo kommt unsere Versägung, dann können wir viel besser anfangen, dort übergeben zu Jesus Christus, dort er das gewähren kann für uns. Meiste von unserer Versägung, nur diese Version noch, kommen von uns Fleisch. Das ist sehr leicht für Menschen zu sein, so tun hat mich verloren, so tun hat mich verladen. Aber diese Verse lehrt uns hier, unsere Versägung kommen von uns Fleisch. 14. Vers sagt, aber der Mensch wird versagt, wenn er von seiner eine Weise lässt, mitgeräten wird. Das ist von wo am meisten von unserer Versägung kommen. So, was ist das Fleisch? Was ist unsere Weise lässt? In Römer Kapitel 8, 5-7 lehrt uns ein Bild von was unser Fleisch ist. Das heißt es, dass die noch fleischlich sind, beschaffen sich mit dort zum Fleisch gehört, die aber, die dem Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. Wer sich bloß mit dort Fleisch beschäftigt, für dem meint dort der Tod. Wer aber den Geist hat, für dem meint dort Leben und Friede.
Wer fleischlich gesonnen ist, als feindlich gegen Gott, will's dort Fleisch nicht Gott ungedun ist, und auch nicht kann, wandert auch noch wohl. So, was ist das Fleisch? Er nennt hier ein paar Dinge ab. Er sagt, dass als gegen den Geist, als gegen den Heilige Geist, aber der 7. Vers merkt er auch noch ein bisschen klarer. Wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. So, was das Fleisch ist dort erst unsere alte Sinnnatur. In der Bibel lehrt, alle von uns sind in Sinn geboren. Wir sind mit einer Sinnnatur geboren. Wir haben das mitgeerbt von unseren Voreltern und von Adam und Eva. Wir sind alle aus Sünder geboren. Und weil wir Sünder sind, dann haben wir eine Last für dort, was gegen Gott ist. So die Person, wer noch nicht geboren ist in Christus, hat in Last und hat in Verlangen, zum dort tun, was gegen Gott ist. So in der 14. Vers sagt er wieder, und jetzt in Jakobus, ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eine Weise Last mitgeritten worden. Wenn je in der Bibel zu abteken dann, ich würde legen, dass je dort Wort seine eine Weise Last mitgeritten worden. So, wenn wir versagt worden, müsste Zeit, von wo kommt die Versicherung? Von den hier, von hier ben. Von unserer eine Weise Last. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum das wichtig ist, dass diese Menschen, wir finden das sehr leicht, wenn irgendwas noch uns passieren wird, wenn wir irgendwas artig tun, was leicht wir zu tun. Wenn die das nicht so hat getan, dann wird das anders sein gewesen. Wenn Jana das anders hat getan, dann wird das nicht gesinnt haben. Aber was die Bibel sagt hier ist, wir sollen erst checken, der Anfang, die erste Frau ist, wenn von mir eine bei der Last hat mich verletzt. Und hier wollen Sie vielleicht so denken, worum redet diese Hunsch? Wenn wir nicht hier anfangen, dann, wir wollen niemals wirklich Freiheit finden von unserer Sinn. Wenn wir wollen rumchecken und sagen, von wo kommt das Sinn, von wo kommt das Sinn? Und all diese Zeit, sagt Jesus Christus, der Sinn, der kommt von der alten Natur, was du noch Material ist, willst du noch nicht im Himmel bist. Und der Gott nur ist, dass wir wollen sein, Jesus Christus hat gekommen, uns zu helfen mit das. Dass wir frei können sein. So, was sind unsere Sünden? Was sind unsere Weise Last? Das sind die Dinge, was wir in Hort drehen. Und ich glaube, ein großer Fehler, was wir als Christen merken, ist, dass wir checken sind und bloß aus den Dingen, was wir tun. Sind das bloß die Dinge aus Stehlen und Mörder sein, eine Person umbringen, lehen, plündern. Das sind alle Dinge, was wir tun. Aber der Anfang, die Versicherung kommt nicht von Lehen, der kommt nicht von Menschen umbringen, der kommt nicht von Stehlen, der kommt von unserem inneren Fleisch. Und so ist es dann wichtig, dass wir verstehen, dass Pracht haben, stolz sein, hängerig sich sein, Lust haben, Wut haben, das sind alle Sinn von dem Hort. Und dort ist das Fleisch, was uns versichern wird. Dann wieder lehrt Jakobus hier, der zweite Stab von Sinn, erst wenn wir die Entscheidung merken, dann, den weisen Last utleben oder entscheiden, den Last nachfolgen. Der 15. Vers sagt, und wenn der weise Last sich erst falsch gesagt hat, wird der Sinn geboren. So die Frage hier ist dann, warum wird diese weise Last falsch gesagt? Habt ihr mal übergedacht? Dort erst, wenn wir, kriegt es ein Fisch, seinen warm auf dem Herzen,
Uns interessiert dort und wir bieten an. Du sind Tiden, wo ich hier Fashion sind hier vor und ich kann Fisch fangen um mein Boot. Und ich kann sein in einem Boot, das ist rief voll Fisch. Du sind vielleicht mehr Fisch, als ich kann mit teilen. Und die Fisch, die schwammen durch Raum. Das ist ein klein bisschen verdrisslich geworden. Die Fisch, die schwammen durch Raum. Und ich vor ein Haus und Fisch. Die Fisch, die haben dort gesehen, was ich probiert mit zu verleiden. Und die haben das oft gesagt. Und ernsthaft dort nicht geschoden, dass du ein Fisch, du ein Herken mit einem warm isst. Und so ist es auch mit uns. Und ich will uns von dir halten zu verstehen, dass wenn wir die Versägung durchgehen, wir haben noch nicht irgendwas artig getan. Wenn wir versagt wurden ans Leben, wir haben noch nicht gesinnt. Wenn dann unsere Versägung auch von uns Fleisch kommen down und wenn er auch von Soton kommt. Wenn wir die Sinn aufsehen dann und unsere Versägung nicht nachfolgen, dann haben wir noch nicht gesinnt. Warum das wichtig ist, sagt hier Ferken von Menschen. Ich kämpfe sehr mit das. Mir prägt das so. Ich habe ein Verlangen für das. Lieber Freund, wenn die dort oft sein das, dort es nicht sind. Wir können nicht einmal verstehen, warum wir versagt wurden. Aber ich denke weit wie, bloß die Versägung es nicht sind. So, dort es wann, dort ihr falsch gesagt habt, wird die Sinn geboren. So hier braucht das ein Beispiel. Ich glaube, meiste von uns, wir wissen, wo Kinder zur Welt kommen, nicht? Das ist, wenn ein Morgen früh taub kommen. Not als ein Beispiel, was Jakobus gebraucht hat. Er braucht das Beispiel, dass wenn in der Morgen früh auch in der selben Haus sind, wenn die niemals von taub kommen, dann wird niemals ein Kind geben. Das ist bloß, wenn die taub kommen, entscheiden zum taub kommen, dass du ein Kind zur Welt kommst. Und so ist es auch für uns. Das ist, wenn wir die Entscheidung merken, dann, die Versägung ist hier, und wir gehen hier hin, und wir nehmen die Versägung an, merken Entscheidung, dass es von wo der Sinn geboren kommt. Und das ist dann wichtig, dass wir dort oft sein dann. Ein Beispiel, ich glaube, was mir sehr helfen, das ist, wenn wir, das mich interessiert hat, mit 4 Spielen, ich glaube, ich sage, wir waren ja jung, das ist ein Ding, was vielleicht noch nicht ganz ausgewachsen ist, kleine Jungs gleich mit 4 Spielen, mir das auch scheint. Aber das sind Tiden, wo ich mich gebrannt habe, wenn ich zu dich bei zum 4 komme. Die 4, dass du erst als Fan, das ist, wenn wir mit 4 spielen, wo wir ans Ferken brennen dann. So, was bringt die Sinn? Die Sinn, die bringt den Tod. Das sagt, er braucht hier, da fängt an mit unserer Weise los, dann geht es ein Stopp wieder. Wir merken die Entscheidung, das wird falsch gesagt. Dann kommt das Sinn wird geboren, das Sinn kommt für einen Tag. Und dann kommt der Lohn von der Sinn. Und hier fangen wir an zu sein, wo die Versägung irgendwas sehr scheint, anbeiden aber eng bringt den Tod. Der Vers wird den warm die anbeten dann. Was ich in Wutter nennen, die wollen sich niemals an gedacht, dass es ein Verspruden wird geben. Dass es einen Tod bringen wird. So ist es Ferken für uns, wir sind die Versägung. Wir wollen niemals zu denken, das wird Tod bringen. Wir sind bloß, das wird schein gehen. In Römer Kapitel 8, das erste Vers lehrt uns auch wieder,
wer sich bloß mal dort Fleisch betrachtet, für den meint dort der Tod. So, wo bringt Sinn Tod in uns Leben? Die erste, das bringt uns jährlich Tod. Wenn wir nicht in Christus sind, wenn Jesus Christus uns nicht vergeben hat, wenn wir dort nicht angenommen haben im Glauben, dann sind wir jährlich tot. Ewig getrennt von dem ewigen Leben, was bloß in Christus ist. Aber das erst irgendwo noch tiefer ist dort. Sinn bringt in Tod zur Gemeinschaft. Jakobus Kapitel 4, die erste Vers sagt es steht. Wo der Kampf so viel Streit und Krieg mangt, kommen die nicht der Leidenschaften, die sich im Jünd Bernen streiten? So von wo kommt Streit? Von wo kommt der Streit, was die Gemeinschaft vermerken wird? Der Kampf von der Last, was in uns ist. So wenn du Trouble in deiner Gemeinschaft hast, wenn du Streit und Krieg in deiner Gemeinschaft, in deiner Ehe hast, von wo kommt das? Das kommt von der Last, was in die ist. Das ist der Tod von was würde Hand kommt sein. Der bringt Tod zu uns Zukunft. Im Predigerhaft muss ich sagen, wir können unsere Sinn wählen, aber wir können unseren Uitfall nicht wählen. Wenn wir unseren Sinn wählen, dann wählen wir unseren Uitfall auch. Und da können wir nichts mit tun. So, wo schafft so tun mit unserer Versegnung? Wir wollen ein paar Sinn wieder, wo wir sein, wo so tun prüft, alles zu verdorben und wo Jesus gemacht eben am Haft. Was so tun, je wollen nicht das, als so tun bringt nichts, was näher zu uns. Er schafft bloß an dort, was wir einen Kampf mit haben. Zum Beispiel, wenn wir in uns Fleisch in Versegnung haben, zum Alkohol trinken und super sein. Was das so tun? Er braucht nicht, was irgendwas nicht abmerken. Er wird bis an der Pflegen, was auch ein Kampf ist für uns in uns Fleisch. Wenn wir in Versegnung haben, zum Plüdern in uns Fleisch, so tun wird bloß kommen dort perkern, was wir auch mit Trouble mit haben. Und so ist es wichtig, dass wir uns Fleisch übergeben zu Jesus Christus. Und dort ist das letzte Part, was ich anreden will von dir. Und dort ist, ich will uns Hoffnung geben in Christus. Weißt du, liebe Freunde, wir brauchen nicht in Sünd leben. Wir können frei sein von Sünd. Und wir möchten niemals frei sein von Versegnung, weil in Christus haben wir immer gewonnen. Jesus Christus hat immer Macht gewähnt über Sünd. Und wenn wir in ihm sind, dann können wir dort auch leben. So wo können wir Versegnung überkommen? 1. Korinther Kapitel 10, 13 Vers lehrt uns, wo wir diese Versegnung überkommen können in Christus. Aber nun haben wir noch mal menschlich bekannt Versegnungen getroffen. Gott ist treu, der wird dort nicht zulassen, dort die Schwander versagt worden, aus die Kraft haben. Er wird für einen Weg sorgen und die Versegnung rüberkommen, so dass die dort verdrehen kann. So wir haben gerade gesehen, wo unsere eine Versegnung, die kommt von unserem einen Last, von unserem einen Fleisch. Und Jesus Christus ist gekommen, uns frei zu machen, dort wir entscheiden können, dort Gott nur zu folgen, sein Weg nur zu folgen und in seiner Gnade zu wandeln. So von dieser Version sei wir ein paar Wege, wo wir können unsere Versegnung überkommen. Die erste ist, dass wir müssen sein, dass wir und wir allein sind verantwortlich, um unsere Versegnung überkommen. Das ist nicht, dass wir können sein, hey, früh oder mein Mann oder meine Kinder, willst du diese Versegnung kann auf sein für mich? Dort kann wir, bloß wir allein dort tun. So, wir sind verantwortlich. Und es liegt hier, dass keiner von unserer Versegnung sind Brüder gewöhnlich.
Er sagt, aber nu haben wir noch mehr Menschen hier bekannte Versägung getroffen. Ich glaube, hier ist ein von den größten Fehlern, was wir merken, und das größte Lees, was wir annehmen, ist, ich bin der Einzige, was mit das kämpfen wird. Ich bin der Einzige, was versorgt wird in dieser Weg. In der Bibel lehrt hier, dass wir sind nicht allein. Und wenn wir dieses Manna oder Frühes mit einer Last für andere kämpfen, wir denken so, das ist so viel Schande nicht. Ich muss der Einzige sein, was mit das kämpfen wird. Die Bibel lehrt hier, wie du bist nicht der Einzige. Und da bedeutet nicht Wort von einer fleischlichen Versägung, die mit kämpfen, du bist nicht der Einzige. Und dort, warum das so wichtig ist, dass wir mit anderen, dass wir können uns taub stehen und einen Mut geben, die Versägung oft zu sein. Und dann der zweite Punkt ist, wir sind verantwortlich, dann die Versägung oft zu sein, aber der Gott nur recht ist, dass Gott hat uns eine Weg gegeben, wo wir das können. Und das ist durch Jesus Christus. Ursprünglich Jesus Christus hat den Preis betont, den ewigen Preis betont, dass wir nicht mehr Unger sind. Wir sind losgekauft von Sinn. Wir sind nicht losgekauft von das Fleisch noch nicht. Dort wird worden, wenn wir sterben und abstoßen für die Ewigkeit. Aber Gott hat uns eine Wache gegeben von der Versägung. Und das ist durch die Gnade von Christus. So, was ist die Gnade, die Christus uns gegeben hat? Er sagt hier, Gott ist treu. Er wird euch nicht zulassen, dass die schwander versagt worden, als die Kraft haben. Gott wird uns niemals lassen in seiner Stadt sein, wo das unmöglich ist für uns. Dann man Jesus Christus in Gnade folgen, dass wir die sind auf sein tun. Das sage ich nicht hier, dass er wird uns trägen von schweren Tiden, aber bloß von Versägung. Und Gott wird uns eine Weich Rüt geben. Und der Trouble ist, dass wenn wir versagt worden, unsere erste Frau ist nicht, was ist die Weich Rüt? Die erste Frau verfehlt von uns ist, wo kann ich mit das spielen, dass ich nicht was fast sein. Aber wenn wir versagt worden, unsere erste Frau so sein, was von Weich Rüt hat Gott mir gegeben in dieser Zeit, dass ich nicht diese Versägung ausleben. Wir denken, dass wir haben vielleicht noch mal ein Bild von Gott. Wenn wir in Versägung sind, Gott, der steht in der Stube, so steht und wacht, bis dort wir wollen die Versägung nur folgen. Er wacht bloß, dass wir in Sinn sind, dass er war an uns checken, ganz brumsch. Aber Gott, sein Hort ist für uns. Er will nicht haben, dass wir wieder Sklaven sind zu uns Fleisch. Er will uns losmerken, dass wir frei leben. So, Gott hat uns eine Wahrheit gegeben. Der zweite, das wichtig ist, dass wir müssen lernen, was es ist, dass wir im Heiligen Geist wohnen. Galater Kapitel 5, das Satz in der Vers sagt, ich sage euch so, wandelt im Geist, dann wollt ihr nicht dort tun, wo nur das Fleisch gelästert wird. So er sagt hier, die Kraft, was uns fehlt, um das Fleisch auf sein, der Kampf von den Heiligen Geist. Und das ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist nur folgen dann. Ein Ding, was wichtig ist, dass wir einen Plan merken, für wo wir wollen die Versägung auf sein. Und das ist wirklich wichtig, dass wir einen Plan merken, dass wir uns wegholen dann von der Versägung. Zum Beispiel, ich will vielleicht zu uns Männer reden, oder vielleicht früher auch. Wenn wir leicht versagt worden, dann irgendwas Schweinchen an TV gucken oder ans Phone gucken, das ist sehr gut für uns, dass wir einen Plan merken, wenn wir das Schwanzte worden versagt, in der Zeit nicht die TV anmerken oder ans Phone wegleihen. Das ist ein bisschen ein Beispiel. Oder sind die Zeiten, wo
Wir stehen, wo das sehr schwer ist für uns, nicht plüdern. Dann können wir einen Plan merken, nicht durch Handfahren oder nicht durch Sehen. Und wenn wir das nicht tun, das ist nicht, dass wir nicht gesinnt haben, aber wir sollen wer sein und wo wir uns zurückholen können von dem Sinn. Römer Kapitel 13, der 14. Vers sagt wieder, lot den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über jünd haben. Und sich nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch dem Willen zu loten. Eine von den Dingen, was wir machen als Christen lernen, ist dort, das sagt hier, sich nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch dem Willen zu loten. Wir machen lernen, wer sein. Dort wir uns nicht loten in der Stadt, wahre Handläden, wo das sehr schwer ist für uns, der Sinn auf zu sein. Ich glaube, der größte Weg, wo wir können Sinn lernen auf zu sein, die Versicherung auf zu sein, ist dort wie in China gute diepe Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Matthäus Kapitel 5, der 6. Vers sagt es dort. Selig sind die einen Hunger und Durst für Gerechtigkeit haben. Willst die sollen satt werden. Der größte Weg, dass wir keine Versicherung auf sein, ist, dass wir in deeperer, größerer Hunger und Durst für Jesus haben, als wir für die sind haben. Das ist ganz simpel, aber ich glaube, das ist eine sehr große Einladung für uns. Wo schickst du Jesus an? Talst du am viel wert? Hast du eine Verlangen am Beten lernen kann? Die Bibel lehrt ein paar Dinge von Jesus Christus. Und der erste ist, dass er ist der beste Freund, was wir können haben. Du hast nicht später ein paar Sinn trägst, du hast nicht später als Jesus persönlich kann. Du hast nicht Seite, du hast nicht später, du hast nicht, was uns mehr Maut geben wird, mehr Meinung geben wird, als Jesus Christus persönlich kann. Lieber Freund, das ist, was Jesus uns anbieten wird. Und wenn wir am wörtlich kennen, wir wollen nicht wollen in Sinn sein. Uns jeder fehlt der Schein mit Jesus Christus. Woran will wir die scheine Gemeinschaft verdorben mit der Versicherung ausleben? Ich glaube noch ein Ding, was wir noch mal vergeten tun, das wollen wir auch sein, dass Jesus ist uns bester Freund. Jesus ist dich bei dir, wir haben noch vorhin tun. Wir vergeten, dass Jesus Christus wörtlich ist herrlich. Wir spielen mit Sinn, wir spielen mit Versicherung. Willst uns traf dort nicht, dass wörtlich Gott ist herrlich. Hebräer Kapitel 12, 28 bis 29 sagt es dort. Dass Gott im Brennenden 4 ist. Er ist im Brennenden 4. Und wir sollen ihm anbeten mit Respekt an ihr. Ein Bild, was ich habe gefangen habe, mich, ist dass ich ein Bild malen da. Von wann ich würde ja sein zur Versicherung, wo wird Jesus persönlich treffen? Habe ich das mal belebt? Irgendwas down, jene Person, und dann gehen wir abklären mit der Person. Und wenn jemand dort sein down, dort tauscht du was sei down, was ihr tun haben. Und wenn dort klar wird, was du tun hast, leider soll sie da werden, sie fangen an bloß zu rohren. Vielleicht kann ihr das von jen Ehe, die haben jene früh sah ihr Start mit irgendwas, jen Mann irgendwas mit sah was gestartet, die haben ihr Sinn gegen ernt. Und die werden dort abklären, dann gehen ihr zu dir und sagen, guck mal, ich muss klar kommen, was ich getan habe. Ich habe das und das getan. Willst du mich vergeben? Und dann, dort steht und so sie geben keine Antwort, sie saßen sich da und sie rohren.
Sie roeren bij de zin die de wij. En lieve vriend, van wie als Christen, die Verzekering onnemen doen, dat is een beeld, ik geloof, wat wichtig is voor ons, dat we dat ernst nemen doen. Wanneer we dat vrijwillig doen, Jezus Christus rood. Hij heeft den prijs getoond op een kruis voor de zin, waarom we wieder in dat leven. So, lieve vrienden, ik wil van dir sluiten met dit. Hast du Jezus Christus in zijn weg leert gaan, dat de zin uit leven niet meer changeert. Dit is de aanloering wat God ons gegeven heeft van dir, dat we te Jezus draaien doen, dat we de zin afzien kan. Laten we sluiten met een gebed. Lieve himmlische Vater, dankzij dat du Jezus Christus geschenkt hast, om onze zin loschepen, ons loschepen van de zin. Jezus Christus, dankzij voor de Opfer wat du am kruis gegeven hebt, de niet gebeurt wat we hadden 13 opstaan. Heel je Jezus, dankzij voor de kracht wat du ons gegeven hebt, de verzekering afzien dat we vrij kunnen leven in Christus. En God, ik bid als christen dat we worden van jou dat voeten kunnen, dat we werkelijk vrij kunnen leven van zin, dat we Mea von Jesus kunnen krijgen. We beten al dit in Jezus' naam. Amen.